So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Terranaut Firmacraft. Damals versuche ich das Ganze ein bisschen besser zu strukturieren. Die letzten paar Episoden sind relativ chaotisch gewesen. Wir werden auf jeden Fall jetzt weiter an der Quest schaffen. Wir müssen da die drei Sachen machen, nehme ich jetzt mal an. Clay Vessel, Clay Jug und Clay Bowl. You must have a stack of at least 5 clay in your hand to open up a crafting GUI with right click. Clay will not be consumed until you complete the task, so if you make a mistake, just close the window and try again, was sehr praktisch ist. Und ich würde sagen, wir probieren mal ein Bowl. Das ist so Bock. Und es gibt zwei Bowls. Okay. Also so und so. Krass. Nice. Dann, mal schauen, was wir noch schon aus Clay machen. Clay. Nein, das kann ich eigentlich nicht wählen. Da, das kann ich wählen. Jug und Vessel. Also das ist, oh Gott. 3, 4, Eis. Mal schauen, ob ich das schaffe. Da muss ich nochmal nachschauen. Oh, das ist viel einfacher. Okay, machen wir zuerst das. Zuerst das. Und ich habe keinen Platz mehr. Fast. Das könnte ich wegwerfen. Gravel könnte ich wegwerfen. Oder das Pilzli könnte ich anlegen. So. Und das andere Pilzli wahrscheinlich auch. Ah nein, das geht natürlich nicht. Wieso ist es so klein? Keine Ahnung. Egal. Was? Weeping Milk Cap. That's a lot smaller than the other one. I don't know why. Was machen wir da? Clay Jug. 3, 4, 1, 1. Okay, probieren wir das. 3, 4, 1, 1. Nice! Gut. Ich habe die 3. Was machen wir jetzt? Large pottery items. As before, just craft a large vessel from 5 clay. Okay. Bitte bevor es Nacht wird am besten. Large vessel. Haben wir das irgendwo? Large vessel, da. Slot back. Was? Sneak and right click to place object. Okay, das ist einfach so eine Sonne. Nice. Okay. Was kann ich hier wegwerfen? Selber. Gut. Ist das jetzt alles? Kann ich jetzt alles? Oh. Fire pit kiln. A pit kiln is made in a 1 block deep hole. Each kiln requires 8 straw and 8 logs to fire. You can place an unfired clay object by shift clicking into the hole. After you have placed up to 4 small items or 1 large item, fill the pit with 8 straw and then 8 logs with right click. Light the logs with a fire starter or drop a torch onto the logs to start the kiln. Okay, let's test that, würde ich sagen. Ich habe schon wieder Hunger, aber ich kann leider nichts zu essen, gerade in der Nähe. Zum Glück nehmen wir mal keinen Schaden. Das ist übrigens Torf. Ich weiß nicht, ob das so gescheit ist, wenn ich das anzünde. Kann ich das anzünden? Ich hoffe nicht. Ich glaube schon. Weil das kann ich glaube auf Erde kann ich das nicht machen. Wo haben wir Erde? Das ist Erde. Ah doch, kann ich auch. Okay. Habe ich gesagt. In dem Fall, wir machen es jetzt mal in Torf. Wenn das ganze Zeug abfackelt, ist halt scheiße gelaufen. Shift-Klick. Okay. Ist das klein? Das ist klein. Okay. Ist das klein? Das ist klein. Okay. Und ist das klein? Das ist groß. Jetzt machen wir da eben nebendran nochmal so ein Loch. Und irgendwie replatzieren. Flunk. So. Gut. Dann brauchen wir jetzt Stroh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Und dann brauchen wir Logs. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8. Nice. Das kann ich einfach so. Ups. Es lockt wenig. Also das kann man schon mal anzünden. Maybe. Yes. Die Bäume da sind irgendwie immer noch nicht gewachsen. Das finde ich ein bisschen schade. Es ist Nacht wieder. Das finde ich auch schade. Ich hoffe jetzt einfach, dass der Torf, der unten dran ist, sich nicht entzündet. Das wäre ein bisschen scheiße. Aber ich bezweifle, dass das so schnell geht. Okay. Und statt irgendwie, wie lange das dauert. Nicht, oder? Nein, irgendwie nicht so. Well. Gibt's schon irgendwas, was man machen kann? Dann können wir Salat machen und Fischzeug und was auch immer noch. Ja, okay. Ich würde eigentlich gern schlafen oder noch mehr Feuerholz holen, aber um ehrlich zu sein, ich traue mich nicht. Wegen Monster und ich bin überhaupt nicht bewaffnet. Kann ich einfach... Nein, kann ich nicht. Wäre zu schön gewesen. So. Machen wir mal noch ein paar Fackeln. Dann wir noch die Gegend doch ein bisschen ausleuchten. Damit da ja nichts in den Rücken fällt. Irgendwie ist ja gestanden, dass die Fackeln ausgeächtet eigentlich, aber das habe ich bis jetzt noch nicht davon mitbekommen. Vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht. Und die Beerenbüsche? Keine Ahnung, wie die funktionieren. Ob die irgendwie denn so Beere dran haben oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wow. Okay. Okay. Schau. Das Ding brennt wahrscheinlich auch ungefähr so lang wie so ein Fire Pit. Charcoal Pit, heißt das Ding. Von dem her wird das wahrscheinlich ein Weile dauern. Ich glaube, ich hole euch wieder dazu, wenn das Ding fertig ist. Wow. Und ich nicht vom Enderman gekillt worden bin. Ja, ich bin da immer noch nicht ganz fertig, aber ich habe drei Sachen sogar wollen zeigen euch. Erstens, die Rauchpartikel sehen ja hure geil aus. Zweitens, ich habe befürchtet, dass sich dort ein Tornado zusammenbraut. Irgendwie genau über uns. Und ich habe auch befürchtet, dass es anfängt zu schiffen. Von das Zeug fackelt nicht ab. Das heißt, ich tue mal dieses Feuer da. Okay, es fackelt ab. Irgendwie logisch, aber irgendwie auch doof. Und dann gib mir mein Stroh back, würde ich sagen. Es ist fertig! Oh mein Gott! Einmal Stroh, zweimal Stroh. Und der Tornado hat sich offenbar wieder verzogen. Oder er bildet sich erst noch. Ich hoffe, es gibt keinen Tornado. Weil die Rauchpartikel sehen hure geil aus. So. Ups. Das ist nicht ganz das, was ich haben will. Und jetzt? Muss das irgendwie abbauen oder? Was mache ich jetzt mit dem? Ich meine, ich kann es nicht aufnehmen. Ich denke mal, ich muss es abbauen. Aha, so nimmt man es auf und so baut man es wieder an. Und so kann man dann etwas drin. Solid Storage, Liquid Storage. Ah, cool! So kann ich Zeug lagern. Ich kann zum Beispiel das lagern. Und das. Und also Zeug, die ich gerade nicht brauche. Dann einfach mal da rein. Und vielleicht kann ich es dann in Zukunft nochmal noch brauchen. Was könnte ich noch in Zukunft vielleicht brauchen? Das da hier. Seal. Unseal. Und jetzt ist es gesealt. Hey, das ist ja geil. Haha, cool.
Und du, Tornado, was machst du so? Gehen wir dort drüber schauen, wie das jetzt mit dem Fruchtbaum funktioniert. Ich hoffe, dass uns ein Tornado uns nicht verschlingt. Das wäre eigentlich scheiße. Da sieht es aus, als gäbe es Clay. Wenn ich den Blümchen traue, hätte ich gar nicht so weit müssen latschen. Egal. Passiert. Wie viel haben wir da einen? Was könnte das sein? Äpfelbaum? Käsebaum? Ich weiß es gar nicht. Oh. Wie soll man genau ob mir? Irgendwas, was Branches muss man abhauen. Oder was? Ich bin verwirrt. Tun wir nochmal nachlesen, wie das genau gegangen ist. Nicht Beere, nein, Früchte, Bäume. Da. Unlike normal trees, you get saplings by breaking the side cross branches with an axe or saw. There we go. Breaking any other branch will kill tree. Okay. Also Side Cross, das wäre doch schon die da, oder? Ich hoffe jetzt mal. Sapling! Nice! Was ist es? Green Apple Tree! Okay, du wachst nachher. Also ich lade dich einfach mal da so. Schwie! Tut mir leid, Schwie, ich brauch zu essen. Irgendwann tue ich deine Brüder da wieder ansiedeln, ich schwör's. Ah, geil. Holy shit, das ist ja hure fett, das Viech. Fettsteak. Und der Tornado hat sich irgendwie vertragen, das finde ich sehr positiv. Ich kann mal schauen, was passiert, wenn man so einen Bambus abbaut. Also das ist Bambus übrigens. Bambus! Dauert auf jeden Fall verdammt lang. Dann haben wir den Haufen Bambus. Okay. Bambus. Das Gefühl, es fährt jetzt nicht gerade schief. Ich kann bei dem Himmel nie ganz entscheiden, wo das jetzt wo das es hinwindet. Das ist oder komisch. Kann man die einfach aufnehmen? Irgendwie nicht so. Aber du brauchst eine leere Hand, okay. Einmal das, einmal das. Und ich hoffe, das langt. Jetzt ist schon mal Peach, Orange, Cherry, Red Apple. Ich würde sagen Orange. Claim Reward. Thank you. Denn das habe ich doch auch. Aha, ich brauch's. Ich brauch's zweimal. Wieso? Don't like it. Don't really not. Nicht so wirklich, nein. Ja, dann gehen wir mal noch kurz Bäume fällen, würde ich sagen. Und ich melde mich wieder zurück, wenn ich den letzten Bowl habe. So, ich habe jetzt endlich die letzte Schüssel. Ich habe herausgefunden, für was das der Jug ist. Man kann nämlich da so glug. Dann kann man nämlich auch wieder säckeln. Einigermaßen jedenfalls. Essen haben wir momentan auch noch ein bisschen, was ich sehr positiv finde. Und ja, ich würde mal sagen, wir dann jetzt mal die Quest abschließen. Questy. Ist das alles gewesen? Ja, ist es. Ich hätte gerne ein Quarter Heart. Because, ja, Quarter Hearts sind die besten Hearts. Mal schauen. Salad Bar. You don't win friends with. Eine Salatbar. Don't drop the bow. Eating each food category separately is not efficient. By eating salads, you do not only combine multiple food groups, you gain saturation and will slow how quickly levels of food groups. What the fuck? Not in salad decrease. To make a salad, you need a food prep surface. Right-click on top of any solid block with a knife to create a food surface.
Enter the GUI to make your salad. You can have a food group twice, but each ingredient must be unique. Salads are 20 ounces of food. Ich nehme jetzt immer noch an, das sind Ounces. Ein Solid Block. Ich habe da noch ein paar von diesen Dingen da gemacht. Das ist mal Punkt. Und da innen haben wir mal das hier. Schon. Mal schauen, ob ich das irgendwie kombinieren kann. Zu einem halben Herz. Tatsache. Dann nehme ich das mal wieder da rein. Puck. Da habe ich alles Zeug gestort und versiegelt. Und da habe ich ein paar Sachen. Zum Beispiel Basalt. Ich glaube, es ist Basalt, oder? Ja. Dann nehmen wir mal ein Basalt da rein. Well, okay. Und mit einem Knife haben sie gesagt? Oh. Haha. Nice. Okay. In dem Fall. Ich hätte gern ein Brot, ein Salat. Was brauche ich dafür? Zweimal Keramik Bowl. Und Fleisch? Maybe? Ah, Gott sei Dank ist Fleisch sehr gut. Also für ein Dings brauche ich Brot. Für einen Salat brauche ich. Keine Ahnung. Schauen. Salad. Jetzt irgendwelche Anleitung. Nicht wirklich, hä? Ich habe leider auch nicht wirklich viel Gemüse in die Gegend da gerade. Weil das da hier wächst irgendwie überhaupt nicht. Also meine Superhau sagt mir, es ist nicht erntebereit. Was ich auch sehr scheiße finde. Das da hier produziert irgendwie auch nichts. Der Baum da wächst auch nicht. Keine Ahnung, wie lange das der Scheißdreck braucht. Da tue ich nachher noch ein paar von dem Zeug. Dingsle. Ich weiß wirklich nicht, wie lange das Zeug braucht, um sich wieder herstellen. Ich habe das Gefühl, das dauert viel zu lang. Das ist wohl merkwürdig. Vorfall kann ich in dem Fall keinen Salat machen. Gut, dann nehmen wir mal etwas anderes. Nein, das kann ich nicht wählen. Gut, dann wir mal schauen, was kann man noch machen. Looking for metals. Where we learn to gather enough copper to make our first metal tools. Das wäre schon nicht schlecht. To leave the Stone Age, you are going to need to find copper ore. There are 3 types of ore that produce copper when smelted: native copper, malachite, and tetrahedrite. The best way to get nuggets is to explore. Mark the locations where you find them, as an ore vein will be nearby. Later, you can use a prospector's pick to find the vein itself. A gold pane or sluice can be used as a last resort for getting nuggets you need. This task will accept any of the 3 types of copper. Wie viel brauchen wir? Eine. Ich glaube, den haben wir sogar. Haben wir den da innen? Haben wir. Wobei, das ist ein Hematite. Ich glaube nicht, dass das der ist, den wir brauchen, oder? Nein, ist es nicht. Das ist Manual Detect. Nicht. Okay, das ist also noch nicht wirklich das, was wir brauchen. You need to keep yourself hydrated with fresh water. You can drink from any pond if it has cat of 9 tails in it, or from rivers and streams. Was soll das heißen? Right click on fresh water, be sure you are targeting the block under or beside the water block. Sipping water is slow, but you can carry water in a jug. You can quickly fill a large amount of your hydration with a jug. Okay. Also was, ich hätte schon lange können trinken. Holy shit, tatsächlich. Und das sagen wir erst jetzt. Ja, vielen Dank. Oh Gott. Okay. Okay. Also wir füllen mal unseren Jug. Okay. Dann schauen wir nochmal in die Quest. Was ist drinkable water? You need to keep your... Ja, ich weiß. Food. Drinkable water. Food. Seaweed. Food is a constant. In early days you will need to explore to find various wild food. Crops will randomly spawn in the world, but they may not be mature, and so harvesting will only give you seeds. You'll need to decide if you have time to get a farm going or you want to come back later. You'll also find many wild animals that can provide meat. Remember, only deer and pheasants can respawn. Slowly.
Cows, chickens, pigs, sheep, and horses will only ever spawn on world generation. You'll also get very little meat from animals until you raise your butchery skill. So early game seaweed is a staple food. You'll find seaweed along the coasts in saltwater. Okay. But the farther north you are, the less likely you'll see it. Harvest it by right-clicking with a knife. Okay, ich habe nicht gewusst, dass man im Norden, also dass es vom Norden abhängt, aber auf jeden Fall, wir haben das jetzt geschafft. Okay. Understanding food basics. Cabbage seeds. Okay, das ist von vorne noch. Schön. As you explore your world, you will find more and more food. Berry bushes, fruit trees, crops. Mature crops will give both seed bag and food item. The seed bag can then be planted on farmland and will slowly grow depending on a lot of factors. The food item that mature crops drop will have a weight and will decay over time, causing the weight to go down. Fine. There are 2 shortcut keys for processing food. Hover over any food item and press D to trim decay of all food. Hover over a food item and press S to stack all of the food into max-sized stacks. Oh wow, das sagt er mir erst jetzt. Dankeschön. Decay can also be trimmed by placing food in a crafting grid with a knife. If there is no decay, then the food stack will be split in half. You process whole grains by crafting them with a knife. Given grains and straw, it's best to store grains in this form as they have a slower decay rate. Okay. The grains can be used to feed animals or processed further to make bread. Logisch. Get any seed bag to complete this quest. Claim reward. Also nach Clay. Super. Das einzige, was wir jetzt noch nicht haben, ist ein Bett und sonstiges Erzzeug. Mal schauen, was wir da noch so haben. Ja, für das brauchen wir auch wieder Copper Nuggets. Für das müssen wir einen Charcoal Pit machen. Ja, das wird wahrscheinlich noch ein Weile dauern, bis wir das machen können. Vor allem, weil der Streck da überhaupt nicht wächst. Ich glaube, ich tu mich mal erkundigen, wie das genau funktioniert mit dem Zeug da. Ob das wirklich so lang braucht oder ob ich irgendwas falsch mache. Auf jeden Fall, ja, mal schauen. Ich würde sagen, das wäre es erstmal für die Folge. Sorry. Aber vielleicht können wir noch 2 Herzchen auffüllen. Let's do that. Punk, punk. Jetzt haben wir schon 30 Leben, holy shit. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und hoffentlich sehen wir uns nächstes Mal. Also sehen ich euch und ihr mich und wir uns das nächste Mal wieder. Und wenn ihr irgendeinen Kommentar habt, schreibt ihn gerne in die Kommentare. Oder lasst einen Like da. Tschüss.